Ich sag endlich ja, dann bin ich nur für dich da. Sag mal, hast du gerade die Werbung gehört? Das erinnert mich an meine Kindheit noch, wenn man morgens daheim gewesen ist, was hat es da im Radio gegeben? Sie wünschen, wir spielen. Und dann haben die Leute sich etwas gewünscht. Meistens war es der Montanara-Chor. Und dann haben sie noch Grüße ans Schallarchiv geschickt. Genau. Aber Samstagabends war Hitparade im Fernsehen. Samstagabend war Hitparade. Ja, da ist man ja immer miteinander vor dem Fernseher geguckt. Und da war es ja so, der Opa, das war der Fernsehbehaupter. Ah. Der hat sagen können, was geguckt wird. Dem hat auch der Fernseher gehört, oder? Ja, ja. Und ganz wichtig war, dass das dritte Programm, wo das gekommen ist, da haben wir nie aufs dritte Programm schalten dürfen. Warum? Weil das war immer ein bisschen grieselig. Dann hat er gesagt, wenn man das dritte Programm schaltet, da geht der Fernseher kaputt, das darf man nicht machen. Also gut, dann darf man es halt nicht. Naja. Aber letztendlich hat man halt miteinander geguckt und je nachdem, was halt die Erwachsenen gucken wollen. Aber solange sie unten im Stall gewesen sind, haben wir Samstagabends bevor sie gekommen sind, wieder aus dem Stall, wenn wir Kinder noch schon gewaschen gewesen sind, haben wir vor der Fernseher noch können. Und dann für uns allein Raumschiff Enterprise angucken oder solche Sachen. Ah, das ist frühkindliche Prägung, dass du das immer guckst. Ja, oder Daktari. Kann ich mich auch erinnern. Ja, der schielende Löwe da. Ja, der Clarence Der war Clarence. Und Bonanza. das. Aber Ja, Bonanza das war habe ich weniger sonntags. angeguckt. Ja, Sagen wir mal, das Gute war, dass damals Sendungen gekommen sind, die auch für die ganze Familie waren. Da waren ja auch so Quizshows und sonst was, wo wirklich die ganze Familie beieinander guckt ist. Mit der Technik, heute guckt jeder sein eigenes, hört jeder sein eigenes. Die Sendungen sind viel spezifischer. für die jüngere Generation ist der Fernseher raus. Ja. Die gucken, die streamen irgendwas und dann war's das. Deswegen hat bei uns Fernsehverbot als Bestrafung schon fast nicht mehr gegriffen. Die sind einfach ins Zimmer gegangen und haben ihrs gemacht. Dann. Okay. Ja, Ciao. ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.